Vision gehorcht hat, haben die Juden mich an sich verraten. Das ist, wenn ein Mensch Gottes Vision bekommt. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit, es zu widerstehen. Wenn es dagegen ankämpft, alles, was du in deinem Leben machen wirst, es wird nicht klappen. Auch wenn du andere Arbeiten suchst, es wird nicht klappen. Alles, was du in deiner Familie machen musst, wird nicht klappen. Alle Wege, die du gehen möchtest, wird nicht klappen. Auch wenn dieser Weg viele reich geworden sind und viel Reichtum bekommen haben, aber hier wird es nicht klappen. Wenn du eine bestimmte Vision von Gott bekommen hast, wenn du diese Vision dich unterwirfst, dann wirst du sehen, dass alle Segen, was Gott für dich vorbereitet hat, zurückkommen. Weil du seine Vision gehorcht hast. Vision ist wie ein Licht. Das Licht, was dein Leben erscheinen lässt. Vision ist kein Licht, was von draußen kommt. Oder dass die Leute es sehen werden und es begehren. Wenn du Apostel Paulus siehst, körperlich haben die Menschen, die nicht begehren. Er hatte nichts Besonderes, was den Leuten auf die Aufmerksamkeit macht. Die Bibel sagt, Apostel Paulus, er selbst sagte, ich hatte Buckel, ja. Ich schreite vor Gott. Dass Gott ein bisschen diese Buckel von mir nimmt. Aber Gott sagte, mein Leben reicht für dich. Dieses körperliche Apostel Paulus ist nichts Besonderes, dass sich was Leute. Er braucht kein Millionär. Aber weil eine Vision ein innerliches Licht ist, in Apostel Paulus, weil es eine wichtige Sache, die von innen geleuchtet hat. Und das verfolgt die Leute einfach. Eine Vision ist ein Licht, was in einem Menschen ist. Tina, wenn das Licht aus ist, dein Leben ist auch der Dunkel. Wenn die Vision nicht mehr leuchtet in dein Leben, egal wenn du alles machst, was du gerne machen würdest, auch wenn die sagen, wenn du in Audi bist, die bezahlen Millionen. Oder wenn du Manager von irgendjemand bist, die kriegst Millionen. Aber als das Licht oder als die Vision in dein Leben erleuchtet wurde, wird dein ganzes Leben stumm. Kann sein, dass du wegen dein Geld dich auch verhängst und stirbst. Weil das Licht nicht mehr erscheint. Wenn dieses Licht von Vision dein Leben nicht mehr erscheint, denn dein Herz wird richtig traurig sein. Ich weiß nicht, wie ich schreiben zu können. Traurig in deinem Leben sein, dass noch mehr nicht erreicht ist. Auch wenn du alles hast, was du dir gewünscht hast. Aber als die Vision nicht mehr leuchtet, du wirst so in dein Leben. Nichts wird mehr in dein Leben laufen. In dein Leben, du wirst weiter oder eine andere Möglichkeit suchen, wie es wieder vorwärts geht. Weil das Vision nicht erleuchtet wurde. Das ist, wenn ein Mensch die Vision von dem Herrn bekommt. Egal welche Versuche ein Leben kommt. Welche bestimmte Versuche bekommt. Du wirst keine Angst haben. Du läufst weiter. Du weißt, wo du von links oder rechts kommst. Ich habe standhaft. Diese Vision, wie ich bin. Gott zeigt mir da vorne. Dort ist mein Segen. Das zeigt
Das zeigt, dass keiner von Seite kommen wird und mich von meiner Vision abhält. Ich werde standhaft bleiben, bis ich vom Ziel angekommen bin. Deshalb sagen wir, eine Vision ist eine Direktion, das uns die Richtung zeigt. Weil ich eine bestimmte Vision in mich habe. Ich werde motiviert in meiner Vision sein. Ich werde in dieser Vision laufen. Weil ich werde nicht außerhalb meiner Vision sein. Werde ich nicht sehen. Aber wenn ich in meiner Vision bin, werde ich mit meiner Vision gemeinsam laufen. Das wird Motivation in mein Leben sein. Es wird mich wieder motivieren. Während dieser Motivation, dann kommt dieser Glaube. Ich weiß, ich bin motiviert. Der Herr, was hat er schon gemacht? Wenn ich da langsam laufe, ich werde da ankommen. Wenn ich angekommen bin, ich habe die Hoffnung, dass Gott es mir geben wird. Boah, was soll ich noch ansagen? Seid auch in der Satan kommt. Auch wenn da Leute geschickt haben. Meine Vision will sagen, dass ich dahin schaffe. Deswegen wollen die Kinder Israel sich in der Wüste da berufen. Weil Moses Gottes Vision hatte. Er wusste, wer zu ihm sprach. Moses sagte, wir werden in Kanaan ankommen. Weil Moses Vision war, dort vorne ist Kanaan. Alle kommen irgendwas zwischen den Wegen. Moses sah das alles nicht. Wenn die Kinder Israel sich beruhigt haben, zu Moses kam, Moses sagte, wir haben keine Angst. Gott hat uns für uns da vorne wirklich vorbereitet. Und wir müssen einfach alles tun, um da vorne anzukommen. Das zeigt in der Mitte. Alles, was schwierig war, Moses sah das richtig klein. Weil er eine Vision von Gott hatte. Gottes Vision war es, dass ein Kanaan ankommt. Also, dass es Milch und Honig sind, was Gott mir vorbereitet hat. Das ist das, was uns Moses Motivation gegeben hat. Aber wenn wir ohne Gottes Vision laufen, wie soll die Gemeinde motiviert sein? Jeder wird müde sein. Ihr werdet nicht bis nach vorne ankommen. Es wird eine richtige schwere Last für euch sein. Bis ihr es tragen sollt. Weil wenn eine Vision ist, jeder Mensch verfolgt diese Vision. Denn es ist der Weg, was wir alle verfolgen. Der Weg wird uns Folgen sagen. Wenn du nach links gehst, da gibt es nie. Du wirst sterben. Wenn du nach rechts gehst, du wirst sterben. Das sind auch nie. Und sei du einfach in der Mitte. Folge einfach den Weg, den wir gehen. Und dort ist unsere Vision vorne. Alle Unruhe, was in der Welt kommt, du wirst es besiegen. Du bist ein Sieger über alle Siegen. Alle werden immer bewundert sein. Auch in der schwierigen Sachen, die der Leben kommt. Warum bleibst du immer so? Warum bist du ganz standhaft in dieser Sache? Weil du Gottes Richtung hast. Du hast Gottes Vision. Jonas hat eine Vision von Gott bekommen. Gott sagte zu Jonas, geh da in Ninive. Predigt wird das reine Wort. Du sollst dich bekehren und Jonas das gehörte. Jonas ist für Ninive gegangen. Er suchte seinen eigenen Weg. Wir wissen alle, wie es Jonas geschah. Jonas ging aus der Vision des